Das ist nur so, dass wir als Auffangsbemerkung vielleicht wollen aber eine Remarque abgreifen, die Chambre des Fonctionnaires gemacht hat. Und das ist eine Reklamation, die berechtigt ist, und wir sollen zu herzuholen an der Manier, wie wir Gesetze machen. Wir sollen Chambre professionell frohen, hinnen zeitlosen in der wie zu machen, an denen wir auch berücksichtigen. Das ist eine Sache, die hier bei mir Silofleisch an einer Ausnahmesituation durch Covid und durch die Situation, an der wir sind, dass wir ganz viel an ganz kurzer Zeit legiferieren. Aber das ist aber allgemein wichtig, dass wir den Apport an den DAX ganz wertvollen Apport von der Chambre professionell mehr an als Arbeit abfließen. Was das Gesetz hier speziell angeht, will ich betonen, dass der DR auch begrüßt, dass wirklich nötig ist, dass die Police ausgebaut wird, dass aber das nicht allein zu gesehen, wir müssen in der Police die bestmögliche Ausbildung geben. Quantität und Qualität. Wir haben also so, dass EU-Stage supprimiert wird. Das zurückzuführen auf ein bisschen einen überstürzten Versprechen, was die Demokratische Partei für den letzten Wahlen gemacht hat, was eine ganz reihe Konsequenzen auf den ganzen Staatsapparat hat, durch den dass Stagen mit kurz gemacht sind, die aber doch ihre Sinn haben, auch ihre Sinn haben. Aber wenn der Qualitätsverlust, den dummer da auf viele Plätzen verbunden ist, dann gibt es ein Newspeak. Es gibt eine Spruchregelung, die finden an so viele Projekte. Wenn der Stage mit kurz geht oder die Formation gekürzt, dann heißt das ein Perfektionement, das steht auch an diesem Rapport. Eine Formation der Qualität, Attraktivität, hochwertig, modern. Es gibt gelöst, mir wirklich geht fallen ganz viele Sachen weg. Die Realität ist eine andere. Wir haben Leute, die sind Männer ausgebildet. Ist das normal, dass eine Police-Destruktion-Taktik de base, dass die nicht mehr da ist? Wo sollen sie das da lernen? Bei der ersten Klapperei am Park? Ich meine, das ist, wie bringen wir als Polizisten auf so Situationen vor, auf der und auf viel anderer? Wie lehren sie Qualitäten, die man muss an einem Beruf, den viel auch militärisch Qualitäten braucht? Wo lehren sie die Sachen nach? Wie können die Leute so Situationen dann affrontieren? Das ist wirklich eine traurige Sache, auch am Sprachenniveau. Aus dem Niveau, das geht drauf, die Schule gehen, drauf seit Jahren, seit 20 Jahren verlieren wir Sprachkenntnisse in den Schulen, auch hier an der Polizeiausbildung verlieren wir da. Aber wisst ihr, an der Polizei ist es extrem wichtig, dass Leute können korrekt formulieren, was Protokolle geschrieben sind. Das sind Dokumente, die für Gerichte produziert gehen, die da Beweiskraft haben. Und es ist nicht egal, wie etwas formuliert wird. Und es ist wichtig, dass wir die sprachliche Ausbildung von unserer Polizei nicht aufsetzen, sondern herabsetzen. Dass die Leute sich so gut wie möglich, so präzise wie möglich können ausdrücken. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Und das ist nicht immer der, mit noch politisch Fragen, die wir hier wollen ausschwätzen. Es geht um Lützeburg. Wenn wir hier gucken, was an dem Gesetz steht, dann ist die Karriere B1 und C1 gegen die Prüf standardisiert auf Lützeburg gestracht. Die Connaissance de l'État luxembourgeois für B1 und C1 wird gestracht. Es steht bei B1 und C1 mänglich nach den Entretien oral auf Lützeburg als ohne das Niveau zu präzisieren. Bei der Karriere A gibt es ein Entretien oral, da steht nicht, auf welcher Sprache muss gefeiert gehen. Das ist evident. Dass das Gesetz soll vorbereiten, ob das für die Regierung mit der Unterstützung von der CSV muss ich leider sagen, dass die Regierung mit diesem Gesetz den Schritt möchte, für die Polizei abzumachen für Ausländer. Das ist mir als ADR nicht machen und nicht nur für Ausländer, sondern für Leute, die eventuell keine Lützeburgisch können. Wir wollen den Weg nicht mitgehen. Wir hätten gerne, dass jeder an der Polizei die lützebäuerische Nationalität hat, auch Lützeburg kann. Und wir haben immer gesagt, der will heute Polizist gehen, der kann auch den Schritt mehr für Lützeburger zu gehen. Ich meine, dass er das kann, wo jeder erwarten. Das ist auch für uns, was da klar, dass die Bemerkungen gelten, die auch von der Chambre des Fonctionnaires gemacht wurden, dass die Leute, die an Karriere C2 kommen, das müssen da auch sein, die nicht nur direkt am Dienst sind an der Armee, aber auch Leute müssen können sehen, die schon mit lang für Drun an der Armee waren und dann noch wollen an die Karriere gehen. Und dann gibt es die Diskussion hier im Enquête de Moralité. Was der Fonds angeht, meine ich, hat man dem an einem feierischen Exposé wirklich eine Reihe von pertinenten Observationen gemacht. Es muss eine gewisse Klarheit da sein.
An die Motion, die die Regierung als präsentiert, die zeichnet sich aus durch einen ganz allgemeinen Regierungsparteien, durch einen ganz allgemeinen Kader, sodass die ganz viel kann dort lesen. Aber es stellt nicht nach einer froh, die dann vielleicht en sus zu dem könnt, was man da mal dem schon gesagt hat, was da die wollt ja, da tut ja heute gesagt, Police opmerk für EU-Ausländer, wie mehr da dann d'enquête Moralität für die EU-Ausländer. Wie ein Fichier können dann da geguckt gehen. Oder die französische Police, die belgische Police, die rumänische Police, die nordkoreanische, für dort Enquete Moralität zu machen und die akzeptiert das. Was sind dann dafür Kriterien? Es ging dann mal gerne wissen, wann Higo oder auch einem EU-Ausländer will, wie funktioniert das dann? Wo sind dann dort Konditionen an Rechtssicherheit von den Kandidaten? Wisst ihr, wir stehen als ADR voll zu unserer Police. Wir unterstützen sie, wo wir nicht mehr können. Wir hätten gerne, dass das Police stark ist an allen Herausforderungen, die an unserer Gesellschaft heute auf sie kommen, dass sie denen gewusst ist. Alle einzelnen Polizisten müssen auch von uns geschützt gehen. Aber wir wollen die Police nicht am Stich lassen. Herr Minister, liebe Kollegen, stimmen wir das Gesetz nicht mit.